Goedemorgen Sola, John Peters hier für die nächsten 15 Minuten. Mei de 31. Klok 10 s'morgens, je hebt 12:50 KIKZ. En für die nächsten 15 Minuten, je danken Sie Gottes Wort. Set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love, He picked me up. Set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. His great love. Dat is de geschichte van Jonah, niet zo? Weet je, viele mensen gaan zo te houden dat im Oude Testament wie Gott was immer zornig, wütig, dal, weit auf, bis immer reut zum Strafen. Dat is nicht der Gott, was wir hier in Jonah sein. Hier in Jonah sei wie ein himmlischer Vater, wat een warm Herzen hat, über Jonah. Der dann nicht Fuß aufknipsen und strafen für seine Ungehorsam. Denn Jonah wie Ungehorsam, gleich zu sagen, die fertig sein. Gott hat ein großes Lieden, warm Herzen für die fremden Menschen, die Israel hätte finden werden. Denn er will haben, die sollen sich bekehren. Und Gott gibt hier mehrere Menschen die Gelegenheit, um sich umkehren, bekehren, zum Andrehen. Und so Jonah hat hier den schweren Weg muss lernen, dass Gehorsam sein ist besser als Opfer. Gott gehorchen, dann sei wir dich bei und Gott. Weet je, das ist eine Farge, ich glaube, das auf ein Jesaja, das sagt, dass wir Sinn tragen von Gott. So, unser Sinn tun uns nicht eben Hüseri knipsen. Unser Sinn merken uns nicht nur zu fremden Menschen, was Gott nicht kennt. Wir sind und bleiben seine Kinder, weil wir einmal sein Kind sind. Das kriegt es dein Kind. Wenn dein Kind die ungehorsam ist, dann hat eine Frau für die. Ist das auch noch dein Kind? Ja, das bleibt immer dein Kind. Aber was ist der ungehorsam zwischen dem Kind und der Eltern? Well, das bringt eine Trennung. Du hast nicht mehr die Friede, du hast ein bleidet Mann gekommen. So Jonah wird hier blöd geworden gegen Gott. Warum? Wenn Gott hat ihm einen Befehl gegeben, gaan in Nineveh, der reis dahin en vertelde van den himmlischen Vater, wat er wil gaan, ze zullen Buße doen. Wenn sie nicht Buße doen, in 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Das wäre eine Leib, das wäre eine Warnung. Viele Menschen legen Gott gewarnt zu sein. Lob mich Tag, ich war meint und die das dient, aber eine Warnung kann für die größte Leibesdod sein, was er kann geben. Zum Beispiel, wenn ich bei dein Haus vorbeigehen und du wirst vielleicht schlupen in dein Haus und ich sage, dass ich kein Rück in den Fenstern riecht, dass zu sein dein Haus fängt an zu brennen, würde ich nicht so denken, oh, ich will den Menschen nicht beleidigen, die schlaft ja, die wird mir da sein, wenn ich am Warnen da. Nein, ich würde kriechen und hüpfen und die Fenster und kielen und vielleicht einen Stein durch ein Fenster schmieden. En ik wil vielleicht sogar in het huis aanraken en warnen die een huis brennt. Kom eruit. En dat is wat Jonah hier zal. Te de mensen van Nineveh. Maar hij had een hoed tegen de mensen. Waarom zullen die zich bekeren? Waarom zullen die God komen hier? Dit is hier voor ons, ne? En dat is een slechte weg te denken. Müsste true te zijn, het leven en de cultuur waarin die opgewassen zijn, de Duitse cultuur kan er ook verder zijn aankomen. Dit is voor ons. En Jant is Jant en Erd is Erd. Maar weet je wat het evangelium is voor ons? God heeft
kraxende Leib für den armen Pracher dort in Afrika, wat meest doodhungert en half niks. Gott hat kraxende grote Leib für den, was hij für mich en die hat, wat de beter auch zijn. Nicht so? Gott hat kraxende grote Leib für den äußersten Sinn in der Welt, was für mich en die, wat vielleicht nicht so viel Sinn begonnen haben. Aber Eierhursam sind wir alle was. Und Jonah muss hier die Strafe tun für die Eierhursam. Entschuldige. Wat wieder Strafe? Weil hij weer op een schap, die kwam een grote storm. En hij werd even de kant geschmeten. En dan stel de storm zich, die doel zich. En dan hat Gott hier nog wat een dood van lief, van barmherzigheid. Men Jonah wird verdronken zijn in dat meer. Grote meer, geen land, grote walm. Aber Gott, dat sagt, Gott schickt een walvis en die schluckt hem ab. Nu is Jonah hier in den boek van een walvis. En dat is een zeer grote boek. Ik weet niet hoe billig zijn hand van een walvis. Die kan veerten van 60 tot 75 zo lang zijn. En zeer breed. Veerten net zo groot als een huis. Dat is een grote 18-wheeler truck. En walvis, die merken namelijk vreed groot op. Dan zwaaien ze weer. En dan dort wordt een muil in kamp, een schlucker. Dat wordt alle opgeslukt met het boetertop. Dat boeter dat springt naar heg uit dat boeberste laag wat hij had. En de boek dat het onder daar zeven, veel kleine visjes, veel kruidwezen enzovoort. Maar hier is op einmal een walvis, der heeft een mens opgeslukt. En dat weer Jonah zijn radung. Anders wordt hij zijn verdronken. En dat weer een barmherzigkeit Gottes, dat hij hier op einmal kan in den walvis zijn boek ben zijn. Aber das ist doch nicht das gewünscht, because wenn du in een walvis in boek bent, wat jaft het? Well, dat könnte een van mijn leven zijn, niet zo? Niet bloß dort, die walvis in boek heeft ook de acidos, dat acid, wat de vreten dat, krijgt het ons boek dat heeft. Dat wordt niet zo makkelijk was, dat wordt gestunken haben, dat wordt zijn dienstdag was. En zo wat deed Jonah? Well, Jonah deed wat ik en du zullen doen, wanneer we aan de eind komen. Hij draait zich naar God en hij beet. Hij zegt, in mijn nood heb ik God ooit. God heeft mij, en hij zegt, God heeft mij geheerd. Maar hij zegt ook, dat du hast mij meer neergesmeten. En dat we een beetje zo'n gedanken als Jonah hier weer gaan, maar wer hat zich hier meer neergesmeten? Ik würde sagen, Jonah zelfs. Wie kan Gott immer beschuldigen. Und ich muss den Feind immer beschuldigen, für wo wir uns verstopft haben. Wir müssen uns selbst bekicken, nicht so? Und über das, was Jonah sich feilt. Wenn ein Mensch sich so feilt, dann betet es dort, nicht so? Er sagt, das Butter kein Raum nicht. Und das Kruid von das Meer, das will mich aufweihen. Und als mein Leben verdorben will, dann dachte ich an die Haar. Und ich bete zu den heiligen Tempel. Nu, deze deel zijn we niet in heilige tempel, maar we zijn, we beden durch Jesus Christus zu den Vater. En Jezus zijn naam, niet zo, dat krijgt het bijspel van den tempel. En ik wil niet aufjaten aanbeden, zegt hij. Ik wil dankbaar zijn, ik wil offeren. En dan, ik wil dat houden wat ik versproken heb. En zo wat weer het. Dit weer in Jebid van Busse. Dit is Jonah kapitel 2, wanneer je dat lezen wil. In Jebid van Busse. En Paul in dit Jebid heeft zich meestens van Jonah hier zegt dat ik wil eenmaal dood. Ik wil eenmaal gestorben. Hark moet dit. Ik wil helemaal en vers 6 zeg ik weer afgezonken. En een vers 6 du hast mijn leven van dat lach uitgehoven. Vers 7 zegt hij mijn leven verjinkt. En zo das Wasser wird het studieren sein, dat Jonah kan hier leeg gestorben zijn. En dat Gott hat hem bara van dood teruggebracht. Dat wird sens merken, wanneer we denken aan dat bijspel van Jezus Christus, 3 dagen im Graf. En Jonah is een bijspel van Jezus Christus. Is hij niet gestorben, is hij bloß dicht bij den dood geweest, dat weten we ons niet. Maar we weten dat Jonah dood hier Busse. En dat is ook zo wichtig, dat we dat krijgen weten. En dan zegt het hier wat interessant is. Gott seht den Vers. En de Vers, der kalt Jonah op 3 Land ab. Ein paar Dinge, wo wir hier mal dankbar für sein. Jonah sein Leben wir beschont.
De wolfers voor hem rietje spelen. En nummer 3, hij wie op hem loont. Want God is die halten deed, dan halt hij krak wat hij fehlt. Nicht te laat, nicht te tidig, nicht te weinig, nicht te veel. God geeft die krak wat hij fehlt. Wat fehlt Jonah hier? Wel, dat fehlt dat hij van het meerbedrijf komt. Nu wie hebben 3 loont. Dat fehlt dat hij zijn leven moet beschonend worden, weil de wolfers spät am Rüd. Wundervoll, nicht so? Die erste Frau, viele Menschen sagen, Jonah ist bloß nie Schicht. Das ist ein Bild, sagen sie, von Jesus Christus. Das ist gleich so, dass ein wolfers ein Mensch abgeschluckt hat, wegen so ein Gift gleich. Well, mein Freund, ich glaube daran, dass das wolfers hat Jonah abgeschluckt und er hat Jonah weiter richtig Warum? Das heißt glauben. Wir müssen nicht glauben, dass das so ist, wegen das in Gott sein Wort. Nicht bloß dort, dat haben eine Welt sind gegeben. Dat Menschen schwammen nach dem Woer, da sind wir auf dem Meer, even auf einem kleinen Bootje, und dann hat es sind gegeben, dat ein wolfers der abschlug. Über die wolfers, den wir das Fuß ging an, und spät die war rüt. Und 2021, wie ein Mann, der wir ein paar Minuten im wolfers in Bucht bin, und er war rüt gekalkt sozusagen, dat gab sind meine Freunde, das ist so. Nicht bloß dort, wenn Gott will ein Wunder tun, Gott kann tun, was er will. Das ist warum wir das kriegt das Wort an, ein Wunder. Das Leben, das geht wieder. Eigentlich weiten, dass wir können nicht auf Wunder gehen, das ist gleich neidig, dass wir tun. Aber das ist einer von unseren Rass Menschen, der auf Wunder können gehen, dass wir Petrus. Was passiert da? Gott hat Mangfoten in der Zeit, in der Welt, mangt das Wunder. Und er wartet Wut auf einmal hart genug, dass Menschen können gehen. Was nahmen wir dort? Das ist ein Wunder. Und wenn Gott ist, wo man stirbt, das ist immer ein Wunder. Muss Gott in uns Leben nicht sterben, und man sterben, und gute Wunder tun in uns Leben, nicht so? Und so hier habe ich Jonah, erfuhr das Wunder, und das Gift sind. Ich will schließen mit ein bisschen spruchige Geschichte, wo was in a class, dat lijkt weer irgendwo in een schoolklas. En de schoolleerder dat weer gleich zonnen wat het leven deed. De lerarin blijft gleich aan God. En dan vertelt dat kleine meisje dat gisteren zo was, haben ze van de geschichte Jonah gelezen. En dat Jonah weer van wolfers abgeschluckt worden. O, sagt de lerarin, die weet dat bloß niet geschichte. Zo'n jaft het gleich, dat is gleich meerlijk. Zo'n heeft het gleich nervig gegeven. Het is niet onmogelijk dat een wolfers kon een mens afsluiten. O, sagt dat meisje, ik geloof dat aan. Ik geloof dat zo, dat ze worden. En wanneer ik im Himmel ben, dan wordt Jonah zelfs nog vrouw. O, sagt de lerarin zo reich broer. En wanneer Jonah niet im Himmel is, o, sagt dat meisje, dan kost die vrouw. Dan kost die arm vrouw. Oh, dat meisje had het antwoord rijden, niet zo? Maar, dat is zo, dat is geworden. En Jonah is nu weer op een 3 land. En het nächste Mal, wo wir eine sehr wichtige, wundervolle Farge bekijken. Du hast noch weer Hoopning en die Farge. En die Farge, die zegt es dit. Dat Woord Gottes komt een tweede Mal naar Jonah. Wat zeggen ze dort? Gott geeft niet op aan mij en die. Gott geeft ons nog weer, immer weer erbarmen en genoeg en vergebung. Wenn Gott uns bloß einmal wird zu Gott holen, dann wird wir vielleicht lumgeleicht, nicht so? Aber helfen ja von uns immer weiter, was er trägt, dass alle gedacht, was Jesus am Kreuz starb, er starb für die Sinn, was verarmt geworden wird, er starb für die Sinn, was den Tag passiert wird, und er starb für all die Sinn, was danach wurden worden, nicht für diesen Jahr Luther. Wie viel Sinn sind dort? Es für die alle gestorben. So Gott seine Vergebung ist Unmut, ungrenzt. Und in der Hoffnung kann ich die leben. Das ist nicht wundervoll. Nächstes Mal Jonah Kapitel 3. Muss Gott ihn segnen. Und Dankeschön für Hörchen hier 1250 KIKZ.